Volk von Gott ist jetzt endlich im versprochenen Land angekommen. Es war wunderschön dort und es hat viel Feines zu essen gegeben. Also nicht nur Schoki oder Nutella, sondern auch feines Gemüse, Herdöpfel, ab und zu ein guter Bitz Fleisch und frisches Wasser. Und übrigens, Schoki, wie wir ihn kennen, und Nutella, das hat es dann noch gar nicht gegeben. Aber mit der Zeit ist es diesem Land nicht mehr so gut gegangen. Die Menschen hatten Hunger und durch das auch viel schlechte Laune. Hunger, das Gefühl kennst du sicher auch. Zum Beispiel, wenn du den ganzen Morgen gespielt und herumgerannt bist und das 9 Uhr schon lange vorbei ist. Dein Magen knurrt und du freust dich auf das Mittagessen. Stell dir vor, es gibt kein Essen. Du wärst auch schön enttäuscht. Es tut doch einfach so gut, wenn man etwas Feines essen kann und der Bauch dann wieder gefüllt ist. Aber das Volk von Gott hat jeden Tag viel zu wenig gehabt. Sie haben Hunger gelitten, weil es zu wenig Essen im Land hatte. Ein Mann namens Elimelech hat auch nicht genug zu essen für seine Frau und seine beiden Söhne. Er hat sich entschieden, sein Land zu verlassen und irgendwo hinzugehen, wo es noch genug zu essen hat. Als die Familie aber im Land angekommen ist der Elimelech gleich darauf gestorben. Das war sehr traurig für Nomi, seine Frau. Aber es ist noch schlimmer gekommen. Beide Söhne haben liebe Frauen geheiratet. Sie sind aber kurz nach dem Hochzeit leider auch gestorben. Jetzt war Nomi ganz allein mit den Frauen von ihren Söhnen. Ganz allein in einem fremden Land. Da ist also gerade gar nichts mehr nach Plan gelaufen. Ja, auch das gehört manchmal zum Leben mit Gott. Auch wenn du Gott vertraust und den Weg mit ihm gehst, gibt es manchmal auch Sachen, die schwierig sind. Und du dir vielleicht anders hättest vorgestellt. Aber etwas darfst du wissen. Mit Gott wird am Ende alles gut. So war es auch bei der Geschichte von Nomi. Sie hat sich entschieden, wieder zurück in ihre alte Heimat zu gehen. Die Frauen von Nomis Söhnen, also ihre Schwiegertöchter, Ruth und Orpa, sind gäng noch bei Nomi gewohnt. Denen hat sie jetzt von ihrem Plan erzählt. Orpa, Ruth, ich habe mir etwas überlegt. Ich habe meinen Mann und meine beiden Söhne hier in diesem Land verloren. Es war eine schwierige Zeit. Ich wollte wieder zurück in meine alte Heimat, nach Israel gehen. Aber bleibt ihr doch hier, sucht einen neuen Mann und fängt ein neues Leben an. Die eine Schwiegertochter, die Orpa, hat genau das gemacht. Sie hat sich von Nomi verabschiedet und ist in ihrem Land geblieben. Aber die Ruth hat etwas ganz anderes im Sinn gehabt. Nomi, ich will mit dir kommen. Ich habe jetzt Gott durch dich und deine Familie lernen kennen. Ich will dich begleiten und weiterhin an den Gott glauben. Was? Bist du dir sicher, Ruth? Du willst mit mir kommen? In ein fremdes Land? Ja, ich glaube daran, dass Gott uns helfen wird. Ich will dort hergehen, wo du hergehst. Dein Gott ist auch mein Gott. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich das Nomi war, als sie gehört hat, dass die Ruth sie nicht im Stich lässt und mit ihr zurückgeht. Ruth, danke, dass du mit mir kommst. Sie war schon gespannt, was Gott in ihrer neuen Heimat für sie parat hat. Aber auch in Israel war eine Hungersnot und die Leute hatten nicht genug zu essen. Wie sollen Nomi und Ruth nur genug finden, damit sie nicht Hunger haben müssen? Weisst du was, Ruth? Geh doch auf das Feld. Dort tun die Bauern jetzt gerade Korn abschneiden für die Ernte. Und in unserem Land darf man die Körner, die am Boden fallen, zusammenlesen. Aber Nomi, das ist ja Stellen. Nein, Ruth, das ist nicht Stellen. Die Chefs von diesem Land haben das den Bauern sogar so befohlen. Wir Armen dürfen das machen. Du darfst so viel mitnehmen, wie du findest. Also gut, Nomi. Dann will ich gehen und so viel sammeln, dass wir genug zu essen haben. Die Ruth ist auf ein grosses Feld gegangen und ist dort den Arbeitern nachgelaufen. Die haben das Korn abgeschnitten und wenn etwas am Boden fiel, hat Ruth die Stängel eingesammelt und mit heimgenommen. Es war zwar nicht viel,
Aber mit diesen Weizenkörnern und auch anderen Körnern hat sie daheim wenigstens eine feine Suppe oder ein Brot machen. Und es hat Arnomi und ihr wieder etwas im Magen gegeben. Gott hat gesehen, wie fest Mühe sich Ruth hat gegeben und hat sie dafür belohnt. Manchmal zeigen wir viel Einsatz und helfen anderen Menschen, so gut wir nur können. So wie Ruth, die für Nomi da war. Das ist immer richtig. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, wie wenn Gott deine Bemühungen nicht sehen oder belohnen. Du darfst aber fest darauf vertrauen, dass Gott dem, der gibt und hilft, auch etwas zurückgeben wird. Vielleicht braucht dir jemand von deinen Freunden, weil er alleine ist. Vielleicht in der Schule, auf dem Spielplatz. Wenn du ihm hilfst, wird Gott dir das später auf irgendeine Art und Weise zurückgeben. Es heisst natürlich nicht, dass du immer genau das, was du gibst, grösser zurückbekommst. Aber Gott wird sich für dich einsetzen und dich belohnen, wenn du bereit bist, anderen zu helfen. Genau so hat es auch Ruth erlebt. Sie hat 3 Körner auf den Feldern zusammengelesen und hat sie Arnomi gebracht. Der Besitzer dieser Felder war der schöne Boas, ein reicher, lieber Bauer. Er hat gesehen, wie fleissig Ruth hat gearbeitet. Das hat ihn beeindruckt. Er hat schon gedacht, dass sie auch fest Hunger hat und das Korn dringend brauchen kann. Darum hat er zu seinen Arbeitern gesagt: «Meine Mann?» «Ja, Chef?» «Wir haben hier eine junge Frau auf unseren Feldern, die Korn am Zusammenlesen ist, weil sie selber zu wenig hat. Ich will, dass dir extra Korn am Boden fallen, so dass sie ganz viel zusammenlesen kann.» «Ist gut, Chef. Wir haben verstanden und lassen Korn am Boden fallen.» «Sehr gut, danke.» So hat Ruth also immer mehr Korn heimgebracht und sie mussten nicht mehr Hunger haben. Ihre Situation hat plötzlich ganz anders ausgesehen. Auch die Beziehung zwischen der treuen Ruth und dem schönen Boas ist immer besser geworden. Sie haben sich ineinander verliebt und schlussendlich geheiratet. Sie haben ein Kind bekommen, den Obed, und Gott hat sie gesegnet. Nomi war sehr glücklich, dass sie noch Großmutter geworden ist und hat ihr Leben genossen. Und wisst ihr was? Das ist mega spannend. Ruth ist die Urgroßmutter vom König David geworden. Eine Frau aus einem fremden Land war treu und Gott hat sie gesegnet und belohnt.